Die sagt auch immer, die auf der Leitung, die sagt immer, wir müssen in die Bildung unserer Kinder investieren. Ganz, ganz wichtig, die Bildung unserer Kinder, ganz wichtig. Und was kommt dann dabei raus? Plakatkampagnen. Wir von Ausbildungsoffensive.de, da gibt es im Moment so eine Plakatkampagne. Ausbildungsoffensive.de, da steht doch nicht drauf, du hast, ich bin Azubi, das kannst du auch. Da könnte genauso gut stehen, ich bin geboren worden. Das kannst du auch. Ich bin Azubi. Hey, muss man jetzt die 14-, 15-Jährigen per Plakatkampagne motivieren, Azubi zu werden? Was wollen die denn sonst werden? Verkehrspoller? Da läuft aber schief in unserer Bildungspolitik. Erst zieht man nach der 4. gnadenlos aus, schickt Millionen von Kindern aufs Abstellgleis, auf die Hauptschule und dann versucht man das 5 Jahre später zu retten mit der Plakatkampagne. Ich bin Azubi, das kannst du auch. Na, kann ich nicht, wenn ich auf einer Schule war, die zum Bildungssystem gehört, das aus dem Mittelalter stammt. Und dann schickt man noch schnell eine Plakatkampagne hinterher, die heißt, du bist Deutschland. Wenn du auch sonst nichts bist, du bist wenigstens deutsch. Wenn du auch nicht so reden tust, Alter. Ja, das ist... Und die Kindersendungen, die es so gibt, ja, für unsere Kinder, die es jetzt so gibt, die immer nur den alten Käse. Vicky, Michel, Pippi. Lauter Schweden, ich weiß nicht warum, aber der Michel, ein Lausbub aus einem Dorf im schwedischen Hinterland. Ja, der deutsche Michel, der heißt schon mal nicht Michel, der heißt Dragan. Der lebt nicht auf dem Dorf, sondern am Plattenbau im Münchner Hasenbergl. Und der ist von Beruf nicht Lausbub, sondern Drogendealer mit 4 Vorstrafen. Und für den machst du mal eine nette Kindersendung, ja, als ARD-Fernseher gedacht. Ja, hab eine tolle Idee. Hey, hey, Knacki, hey. Ja, wir lernen zählen. Wir lernen zählen. Pass auf. 2 mal 2 macht 4, wieder 4 Gefängnisjahre. Die Vorbilder, die so haben, weißt du schon, also die Vorbilder von unserer Jugend, was heute? Hey, check das aus, ihr alle kennt mich. Ich bin Gangster-Rapper, ich bin der coole Stupido. Ich bin der neue Jugendbeauftragte der Bundesregierung. Wir bitten euch jetzt den 5. Bildungsweg für alle an der Hip-Hop-Akademie für Analphabeten. Hey, schau mich an, ey. Ich hab aus meinem Leben was gemacht, ey. Ich hab ein Buch geschrieben, ey. Ich hab auch viel zu erzählen, ey. Ich hab 10.000 Mädels flachgelegt. Gegen mein Buch sind die Feuchtgebiete ein Trockenreservoir, ey. Wie wisst ihr, Obi? Ja, also, jeder kann was aus sich machen, hey. Vorausgesetzt, du bist kein Mensch 2. Klasse, eine Frau. Aber sonst, ey, schreib dich ein an der Gangster-Rapper-Akademie oder mach dein Kreuz oder Fingerabdruck. Schreib dich ein, Grundkurs Fäkalsprache oder Grundkurs Frauenfeindlichkeit für Anfänger, Ergänzungsstudiengang, Drogendealen, Waffenkunde, Pitbull-Training, selber piercen mit dem Akkuschrauber. Ich sage Ihnen, die meisten würden sich auf so eine Hip-Hop-Akademie gerne einschreiben, so um die 16.